Jemand hat mal gesagt, Jesus nachzufolgen ist wie, wenn wir in einen Krieg ziehen. Das ist etwas ganz anderes. Jesus nachfolgen ist auch nicht, so wie man es heute oft tut im Instagram, wo wir einen Knopf drücken oder einen Button anklicken, wie man das so sagt. Was bedeuten eigentlich diese Worte, sich Jesus zu schämen? Und da müssen wir uns jetzt zuerst ein paar Fragen stellen. Wissen unsere Nachbarn, dass ich ein Christ bin? Können sie anhand meines Zeugnisses erkennen, dass ich ein Christ bin? Wir fahren ja fort mit dem Studium in dem Markus-Evangelium und wir sind ja noch im Kapitel 8. Letzte Gebetsstunde hat ja Freddy Peter die Verse davor behandelt und hat uns mit großer Freude erklärt, warum Jesus leiden musste und warum die Jünger das nicht verstanden haben und auch wie er dem Petrus begegnet ist mit diesem Vorschlag und wie er seinen Weg treu gegangen ist bis ans Kreuz und was das auch für uns, welche Konsequenzen das gehabt hat, dass Jesus eben gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Und heute fahren wir weiter mit den Versen aus Markus 8, 34 bis 38. Und da wollen wir einfach zuerst mal den Text lesen. Und da heißt es, und er rief das Volk samt seinen Jüngern herbei und sagte zu ihnen, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge er mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer sich meiner und meiner Worte schämt, in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also wir sehen hier in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, dass es in erster Linie nicht geht um die Erlösung, das heißt erlöst oder nicht erlöst zu sein, sondern es geht um Nachfolge oder, wie es viele auch nennen, wahre Jüngerschaft. Der Text, er behandelt, und da geht es um einen Preis für jeden, der Jesus nachfolgt. Und wir werden feststellen, dass es kein geringer Preis ist, denn Jesus fordert viel von denen, die ihm nachfolgen. Und als erstes müssen wir sehen, dass Jesus die Entscheidung jedem freigestellt hat, ihm nachzufolgen. Er sagt nämlich in Vers 34, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, also ist jedem selbst überlassen, Jesus zu folgen oder auch nicht. Und bereits in Markus 10, 22 bis 23, da hat ja Jesus dem reichen Jüngling den Preis gezeigt, den er bereit sein müsse zu zahlen, um ihm zu nachfolgen. Doch dem jungen Mann ist dieser Preis zu hoch und so geht er traurig weg. Also die Nachfolge hat seinen Preis und wir müssen die Kosten überprüfen oder überschlagen, wie das auch Luther einmal ausgedrückt hat. Jesus betont auch meinen Weg. Das ist also nicht irgendein Weg, sondern der Weg, den Jesus geht. Und bevor wir uns ein wenig näher beschäftigen mit diesem Preis der Nachfolge, da müssen wir auch klar betonen, dass Jesus bereits
den höchsten Preis bezahlt hat. Das hat Freddy auch am letzten Mal so schön betont. Als Jesus ans Kreuz für uns starb, da zahlte er mit seinem Leben und mit seinem Blut den Preis für uns, für mich, für euch sündige Menschen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir nichts zu unserer Erlösung beitragen können. Die Zahlung, die ging allein von ihm aus und wir haben nichts zu bringen. Und wenn wir also uns jetzt mit diesem Preis der Nachfolge beschäftigen, dann muss es uns klar sein, dass wir diesen nur erwirken können, weil Jesus uns teuer erkauft hat. Jesus hat uns erlöst von der Knechtschaft der Sünde und des Teufels. Und Jesus ist es auch, die uns die Konditionen gibt, ihm nachzufolgen. Jesus sagt klar, dass wenn wir ihm nachfolgen, dies seine Konsequenzen hat. Das Eingehen auf die Beziehung mit ihm, das hat Folgen. Wenn wir Menschen mit jemand eine Beziehung eingehen, dann erwarten wir was von dieser Person. Wir erwarten, dass sie uns was gibt. Wenn wir zum Beispiel Angestellte werden in einem Geschäft, dann erwarten wir einen Lohn und meistens doch einen guten Lohn und mit der Zeit erwarten wir Aufstieg und Karriere. Wenn wir Jesus nachfolgen und mit ihm eine Beziehung eingehen, was ja hier wahre Jüngerschaft bedeutet, dann heißt das, dass wir alles aufgeben sollen. Jemand hat mal gesagt, Jesus nachzufolgen ist wie, wenn wir in einen Krieg ziehen. Das ist etwas ganz anderes als ein Besuch, zum Beispiel in ein Shoppingcenter oder hier das Glattzentrum, wo bei euch in der Nähe liegt, mit einer starken Kreditkarte in der Tasche. Jesus nachfolgen ist auch nicht, so wie man es heute oft tut im Instagram, wo wir einen Knopf drücken oder einen Button anklicken, wie man das so sagt, und wir beginnen einer Person zu folgen. Was Jesus der Menschenmenge und seinen Jüngern in Markus sagen wollte, war, mir nachfolgen bedeutet, ganz eins zu werden mit meinem Denken, mit meiner Selbstverleugnung, mit meiner Botschaft, mit meinem Gehorsam, mit meinem Leben und mit meinem Kreuz. Und dieses Einswerden mit Jesus ist von entscheidender Bedeutung. Denn das Verständnis, das wir von Christus haben, hat Auswirkungen auf die Art von Jünger, die wir sein werden, wenn wir ihm nachfolgen. Wenn Sie einen Christus folgen, der nicht gelitten hat, der nicht ans Kreuz ging, der nicht gestorben, auferstanden und bald wiederkommt, folgen, dann folgen Sie nicht dem Christus der Bibel. Das ist eine sehr ernste Aussage und auch an der wir heute die Verkündigung in vielen Gemeinden messen können. Leider folgen so viele einen Christus, der sie heilt, der sie reich macht, der sie segnet, der sie lieb hat. Und das ist ja auch alles richtig und möglich und kann Wirklichkeit sein, aber das ist nicht alles. Daran kann man auch erkennen, ob wirklich der wahre Jesus und sein Evangelium verkündigt wird oder ob ein falscher Christus und ein falsches Evangelium dort verkündigt wird. Nun, da kommt ja uns die Frage, was sind die Kosten der Jüngerschaft? Und hier in unserem Text kann man erstens sehen, verleugne dich selbst. Und das muss ich ehrlich zugeben, das ist einfacher gesagt als getan. Jeden Morgen, wenn wir den Tag beginnen, müssen wir diese Entscheidung bewusst treffen. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, Nein zu sagen zum alten Menschen
in uns. Nein zu sagen unserem Fleisch. Jemand, der sich selbst verleugnet, vertraut nicht auf sich selbst, sondern setzt sein Vertrauen ausschließlich auf Jesus. Während viele Prediger und auch weltliche Ratgeber behaupten, dass alles, was du brauchst, ist Vertrauen in dich selber zu haben. Oder mit anderen Worten, sich selbst verherrlichen oder das Ich verherrlichen, ruft Jesus uns auf, uns selbst zu verleugnen. Das Aufgeben vom Herrschen über mein eigenes Leben, damit Christus mich leiten kann, das ist, was er von uns fordert. Und das auf dem Weg, den er für mich bestimmt hat. Sein Leben zu verleugnen heißt, Jesus die totale Kontrolle über mein Leben zu geben. Und Paulus sagt dies in Philipper 3, 7 und 9, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Schaden geachtet. Ja, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde und ich betrachte es als Unrat, wenn ich nur Christus gewinne. Wir kommen zum zweiten Punkt, und zwar, nehme sein Kreuz auf sich. Das Bild, das hier benutzt wird, ist von jemand, der verurteilt wurde und somit gezwungen war, sein Kreuz selbst bis zum Ort der Hinrichtung zu tragen. Wenn wir Jesus folgen, ist das etwas anders. Wir sollen zwar das Kreuz tragen, aber wir tun es nicht aus Zwang, sondern wie Jesus es gemacht hat, aus gutem Willen. Wir nehmen Schmerz, Verleumdung, Schmach, Verfolgung, die für so manchen Christen bis zum Tod gehen kann, freiwillig auf uns, um die Treue zu Jesus und dem Evangeliums willen. Wir tun es aus Liebe zu ihm, weil er uns zuerst geliebt hat. Interessant ist auch, was Lukas im Paralleltext sagt, und zwar Lukas 9, Vers 2, wenn jemand mit mir gehen will, verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wieder haben wir hier die Bekräftigung, dass es eine tägliche Entscheidung sein muss. Aber was bedeutet eigentlich die Aussage hier, sein Kreuz? Heißt es eine Krankheit, ein Chef, der sie verfolgt, der Ehepartner, mit dem sie vielleicht Streit haben oder sonstige Probleme? Nein, bei dem Kreuz hier geht es um unsere Bereitschaft, selbst zu sterben, unser Ich zu begraben. Wie Paulus für nichts zu halten, das Vergnügen und die Reichtümer dieser Welt. Es bedeutet, sich tot zu halten für die Sünde. Erlöst zu werden kostet nichts, weil die Erlösung aus Gnade geschehen ist. Aber Jesus zu folgen, verlangt einen ständigen Gehorsam und wird uns alles kosten. Wir müssen bedenken, dass Markus diesen Text an Christen schreibt, die unter der Regierung von Kaiser Nero lebten. Diese wussten, was es bedeutet, ein Kreuz zu tragen, gedemütigt zu werden und für Jesus zu sterben. Welche Schmerzen sie das kostet, dort am Holz zu leiden und elendig zu sterben. Unter Nero wurden die sich als Christen bekannten, festgenommen und dem Spott und der Scham ausgesetzt. Und ihr Tod diente zum Vergnügen des Volkes. Bei diesen Vergnügen, zum Beispiel in Rom, musste manche Tierfelle tragen, um von Hunden zerfetzt zu werden. Andere wurden gekreuzigt.
Wieder andere wurden an Pfosten befestigt und als lebendige Fackeln angezündet, um die Straßen des Nachts zu beleuchten. Es gibt ein paar gute Sätze von Gottesmännern über diese Selbstverleugnung bis zum Tod. Und einer dieser Sätze stammt von dem Missionar Jim Elliot, ist sicher euch bekannt, ein Missionar unter den Indianern im Ecuador. Und der sagte, kurz vor seinem Tod, weise ist derjenige, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Selbstverleugnung bedeutet nach Dewey Mulholland, also das ist ein bisschen schwieriger Name, die radikale Abkehr vom eigenen Ego, um Gottes Willen ins Zentrum des Lebens zu stellen. Mulholland teilt diese Idee in 3 konkrete Schritte auf. Einmal von Ich zu Gott. Die eigenen Wünsche, Pläne, Ambitionen stehen nicht mehr an erster Stelle. Der Fokus verschiebt sich komplett auf das, was Gott möchte. Zweitens, das tägliche Nein. Es ist keine einmalige Entscheidung, haben wir auch schon gesehen, sondern ein fortlaufender täglicher Prozess. Man entsagt bewusst egoistischen Impulsen, um aktiv Ja zu Gottes Wegen zu sagen. Und drittens, gegen die Selbstvergötterung. Eine scharfe Absage an den menschlichen Trend, sich selbst zum Maßstab aller Dinge oder zum eigenen Gott zu machen. Es ist das Eingeständnis der eigenen Unvollkommenheit vor dem Schöpfer. Und jetzt kommen wir zum 3. Punkt. Und so folge er mir. Und das können wir eigentlich nur tun, wenn wir die 2 ersten Schritte getan haben. Einmal sich selbst zu verleugnen und dann sein Kreuz auf sich zu nehmen. Es gibt keine wahre Nachfolge ohne diese Handlungen. Wie wir schon vorher gesehen haben, ist es eine ernste Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. William Hendriksen bestätigt dies, indem er sagt, Christus zu folgen bedeutet, ihm zu vertrauen, in seinen Fußspuren zu wandeln, seinem Gebot zu gehorchen und dies aus Dankbarkeit für die ihm geschenkte Erlösung. Und Paulus bekräftigte diesen Prozess der Gleichgestaltung mit Christus in Philipper 3, Vers 10. Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinem Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde, seinem Tod. Wir kommen zu den Versen 35 bis 36. Und da heißt es, haben wir auch schon gelesen, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nütze es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Andere Übersetzungen sagen hier, Schaden nehmen an seiner Seele. Und eine andere Übersetzung sagt noch, denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Also die Jüngerschaft beinhaltet das größte Paradox des menschlichen Denkens. Die Werte eines Jüngers sind genau umgekehrt, wie die Welt denkt. Gewinnen ist verlieren und verlieren ist gewinnen. Um groß zu sein, muss er aller Diener sein. Und wir finden 6-mal diese Aussage in den Evangelien, wer sein Leben retten will. Das steckt im natürlichen Menschen drin, sein Leben retten zu wollen, sein Leben zu garantieren, sein Leben zu genießen. Und im Prinzip ist auch nichts dabei falsch. Was Jesus aber meint,
ist, dass es ein Leben gibt, das viel höher und wertvoller ist als unser Leben hier auf der Erde. Ein Leben, wonach wir streben sollen. Es ist ein Leben, das, wie bereits erwähnt, sich in erster Linie nicht um uns selber dreht, sondern um Jesus und sein Evangelium. Und Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, bringt euer Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also unser Leben soll auf Gott ausgerichtet sein und somit ganz für Gott da sein. Asaf hat auch Ähnliches gesagt im Psalm 73, 25 und 26. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Wenn man den zweiten Teil hier von Vers 35 liest, wo es darum geht, um Jesu Willen das Leben zu verlieren, dann kann das auch unter Umständen bedeuten, für Jesus und das Evangelium sein Leben auch wirklich zu verlieren. Wir sehen ja mehr und mehr, wie die Christenverfolgung zunimmt. Fast 400 Millionen Christen in über 50 Ländern leiden unter Verfolgung. Und die Welt, die nimmt dies meistens nicht mal wahr. Wir können in diesem Abschnitt auch erkennen, dass es sich um zwei Dimensionen handelt. Einmal die irdische und dann auch die himmlische Dimension. Denn wenn wir das Leben hier auf der Erde nicht im Willen Gottes leben, dann wird das auch Konsequenzen haben auf unser ewiges Leben. Wir können, wie der Text sagt, Schaden erleiden. Und der Vers 37 zieht Markus eine kleine Bilanz. Wir Menschen können nichts, keinen Gegenwert für unser Leben geben. Wenn wir einmal vor Gott stehen, dann wird nur das bestehen, was er durch uns machen konnte. Alle unsere eigenen Werke und Errungenschaften zählen nichts mehr. Sie werden verbrennen. Das ist das Preisgericht. Entweder Gold, Silber und edle Steine oder Heu, Holz und Stoppeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, wo stehe ich? Wir haben, wie am Anfang schon gehört, das Verständnis, das wir von Christus haben, hat Auswirkungen auf die Art der Jünger, die wir sein werden, wenn wir ihm nachfolgen. Und dann schließt Markus diesen Abschnitt mit einer nochmal ganz ernsten Mahnung, der Vers 38. Wer sich meiner und meiner Worte schämt in dieser ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Was bedeuten eigentlich diese Worte, sich Jesus zu schämen? Und da müssen wir uns jetzt zuerst ein paar Fragen stellen. Wissen unsere Nachbarn, dass ich ein Christ bin? Können sie anhand meines Zeugnisses erkennen, dass ich ein Christ bin? Wissen meine Arbeitskollegen oder meine Mitschüler, dass ich ein Nachfolger Jesu bin? Können sie anhand meines Zeugnisses erkennen, dass ich ein Christ bin? Erkennt mein Umfeld, dass ich Christ bin? Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, wie verhalte ich mich im Verkehr? Das ist oft schwierig, gerade in Südamerika. Was für einen Eindruck hinterlasse ich? Bin ich ein Wohlgeruch oder stinke ich? Je nachdem, wie wir selbst diese Fragen beantworten, zeigt das, ob wir Jesus uns schämen oder unser neues Leben in Christus
ernst nehmen. Die Welt, die wird uns immer hassen, weil sie Jesus hasst. Und niemand möchte gehasst werden. Paulus hat es so ausgedrückt in Römer 1, Vers 16, nach der neuen evangelischen Übersetzung: Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser guten Nachricht. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt für den Juden zuerst und für jeden anderen Menschen. Dieses Wort sollte uns an diesem Abend ganz neu ansprechen, ganz neu packen. Wir haben das Beste, das ein Mensch haben kann: Jesus zu gehören. Wir haben die beste Nachricht, die auf dieser Erde gegeben werden kann. Jesus ist für alle gestorben und will, dass sich jeder zu ihm wendet. Das Evangelium ist Gottes Kraft, die Neues schafft. Behalten wir diese gute Nachricht doch nicht für uns. Beginnen wir den Tag mit dem einfachen und machtvollen Gebet: Herr, ich will mit dir gehen. Ich will täglich mein Kreuz auf mich nehmen. Ich will mich selbst verleugnen und dir nachfolgen. Gib mir den Mut, dich zu bekennen. Amen.